Hallo, ich begrüße euch ganz recht herzlich zu Film läuft. Wenn euch das Format gefällt, dann könnt ihr das Video gerne liken und noch teilen. Aber wenn euch das Format so gut gefällt, dass ihr euch fragt, wie kann ich das noch unterstützen, dann könnt ihr auch gerne auf meine Patreon-Seite gucken. Wir kommen zurück zum Thema. Heute geht es um den neuen Tarantino-Spektakel Once Upon a Time in Hollywood. Wie wäre es sein nächster Film gehen? Hat Once Upon a Time genau die typischen Tarantino-Qualitäten oder lässt nachher doch mit der Zeit ein bisschen noch? Man da noch ganz viel mehr gesehen, alles hier bei Film läuft. Wir befinden uns im Jahr 1969, an die große Zeit von der Western an Hollywood. Die sind leider gelaufen. Und genau das bringt die Karriere vom Western-Serienheld Rick Dalton an Ströbelen. Zusammen mit seinem Stunt-Double, Chauffeur und besten Kollege Cliff Booth probieren sie da an der Traumfabrik Hollywood zu überleben. An der Look kriegt Rick vom Filmproduzenten Marvin Schwartz angeboten, an einem Spaghetti-Western in Italien mitzuspielen. Aber auf so ein nisches Genre hat er absolut keine Lust, da lehnt er auf. Und für das Ganze dann noch perfekt zu machen, plündert er noch den durch Tanz der Vampire Rosemary's Babies bekannten Roman Polanski zusammen mit seiner Frau Sharon Tate neben ihm ran. Währenddem will dann der Cliff Booth ein Kollege besichtigen, den an einer aller Western-Kulisse lebt. Was ihn allerdings nicht weiß, ist, dass sich mittlerweile Unhänger von der Manson Family da organisiert haben. Tja, wie dem Rick Dalton seine Karriere da weitergeht, auf was Manson Family mit der ganzen Sache zu tun hat, das sieht alles am Kino bei Once Upon a Time in Hollywood. Ich meine, Once Upon a Time in Hollywood ist momentan den ziemlich umstrittensten Tarantino-Film, den es zur Zeit gibt. Kritiker sind bislang immer so 50-50. Mir was soll ich sagen? Ich bin halt ein Tarantino-Fanboy. Mir etwas muss ich halt definitiv bewusst sein. Dieser Film von Tarantino ist wesentlich mehr ruhig, wie ihn das normalerweise gewinnt ist. Und noch mit der Gewalt hätten sich das ja einigermaßen zurückgehalten. Der Film war mega scheiß! Was? Okay, naja, so ganz drauf verzichtet wird noch nicht. Mir die wenig brutal Szenen sind aber den am Ende doch immens abbrecht sein. Mir ich muss aber sagen, ich kann zu 100% verstehen, wenn der Film engem nicht sieht. Muss ich schon immens viel Spaß und Tarantino-Dialoge haben, für das einem der Film halt gefällt. Weil wenn man diesen Film einfach mal graff zusammenfassen, ist der Film nicht ernst als wie eine Hommage in die alte Filmindustrie. Ich meine, es gibt wohl keinen anderen Film, den im Kino so huldig wie Once Upon a Time in Hollywood. Ob das wie in der Atmosphäre am Set abhängt oder ob es die alle Hollywood-Partien sind oder wie die Zeit war, wie ob all Ecken nach Kino war und da ganz noch viel mehr am Fokus stand. Heute hat der gute Mann einfach nicht mehr bewiesen, dass im Dialoge an Atmosphäre einfach nicht mehr am Blut leihen. Aber wenn ihr von einem Tarantino-Film schwätzt, da könnt ihr definitiv nicht lernste Cast. Aber verdammt nochmal, das war aber auch ein guter Cast. Zu allen Momenten seid ihr einen anderen bekannten Gesicht. Mehr am Fokus stehen hier natürlich nur die Hauptdarsteller. Aber wen du nicht fehlen darf, ist der Leonardo DiCaprio, den heirem eine Glanzleistung vollbracht wird. Und für das Ganze perfekt zu machen, ist ihm heute Brad Pitt und Zeit gesagt gehen. Und ich muss sagen, die zwei waren einfach nicht mehr perfekt zusammen. Das ganze Zusammenspiel zwischen den zwei lässt das ganz bald wie eine Buddy-Komödie wirken. Mit den zwei sind einfach Szenen entstanden, die mich bald nicht mehr Sitz gehalten haben vor Lachen. Und auf der anderen Seite mit Margot Robbie, der Sharon Tate spielt. Und noch hat er ihm halt bewiesen, wer das kommt. Also ich weiß noch nicht, wen die Rolle hat, könnte besser spielen. Etwas, was mir dann auch noch immens gefallen hat, sind dem Tarantino seine allmodische Kameraerstellung, die einfach eine Huldigung in die alte Filmindustrie sind. Mir da frage ich mich, wieso der Film da bei verschiedenen Leuten immens schlechte Wäsche kommt. Da kann einerseits daran allein, dass der ganze Film am Vorfeld falsch kommuniziert wird. Am Anfang ist auf den ganzen Newsportalen mitgedealt ging, dass Tarantino die Al Manson-Morde ging verfilmen. Und das kann ich ja soweit sagen, das ist absolut auch gar nicht der Fall. Die ganze Story mit der Manson-Family geht eigentlich nicht mehr angedeutet. Da werden sich verschiedene Leute Film ernst das vorgestellt, wie ihn am Endeffekt da war. Und andererseits muss ich fairerweise sagen, dass der Film definitiv seine Längen hat. Und das ist selbst das nicht immer jeder gefallen muss. Er muss ihn einfach nicht mehr Spaß und Dialoge und der Inszenierung haben. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann können das immens lang 2 Stunden in 40 Minuten gehen. Mir wie gesagt, dabei ihr, es wird erst der Film gefallen, aber wie steht die Wahrheit zu den Tarantino-Filmen? Erzählt mir da in den Kommentaren. Aber wie ich schon am Anfang gesagt, denkt doch unbedingt daran zu liken und zu teilen. Und an dem Sinne verabschiede ich mich und wünsche euch noch ganz viel Spaß am Kino mit Once Upon a Time in Hollywood. I'm Rick Dalton. It's my pleasure, Mr. Schwartz. Call me Marvin. Put it there. That your son? No, it's my stunt double, Cliff Booth. Last night we watched a Rick Dalton double feature. All the shooting. I love that stuff, you know, the killing. A lot of killing. Anybody order fried sauerkraut? Damn you Nazi bastards! Seems this world
You could do anything you want to him. I hired you to be an actor, Rick, not a TV cowboy. You're better than that. Line. Cut! Embarrass yourself like that in front of all those goddamn people. All right, what's the matter, partner? It's official, old buddy. Well, it has been. August night and the leaves hanging down and the grass on the ground. Here I am, flat on my ass. And who I got living next door to me? I'm Sharon Tate. I'm in the movie. You're in this? That's me. I play Miss Carlson, the klutz. It's a ragged tent where there ain't no trees. Charlie's gonna dig you. And that gospel group telling you and me it's Father loves it, Father loves travel and salvation show. Hook up the babies and grab the old ladies and everyone goes. I say Lord, Father loves. In this town, that can all change like that. Hey! You're Rick fucking Dalton. Don't you forget it.